Gesterowen huet d'Lëtzebauer Dëchtennis-Damen-Nationalekipe am Gymnas vun der Kok hire féierten anlächte Match an déser Kampagne gespielt. Och war Lëtzeburg de Match géint Serbie gëster mat 0:3 verlor huet. Eso waret Jannik Südberg awer op Manst fir Engspielerin e ganz spezielle Match. Und zwar für Ariel Barbosa. Die 21-jährige Jungspielerin von Kaiserslautern hat gestoven, nämlich Lützebauer Nummer 1 Nichalina Saad und du hat ihren ersten Match in der Lützebauer Nationalequipe gespielt. Ich bin mega dankbar und wirklich mega froh, dass mein erster Einsatz für die Nationalequipe gehabt habe. Und ja, es war nicht so, wie ich mir gehofft habe, natürlich. Es war wirklich schwer. Ich war auch wirklich aufgeregt, aber ich meine, das gehört dazu. Und es war eine gute Erfahrung für mich, für die Zukunft. Und ich meine, ich habe auch heute viel gelernt. Für die freie Spielerin vom DT Berdöf hat noch gut, dass Lützeburg schon für diesen Match als Gruppenerste feststellt. Demnach hat Ariel Barbosa aber ihrer Premiere nicht allzu viel Druck. Dich hat Lützebauerin nicht alles ernst, das wie einfach, hat sie nämlich mit der 30-jährigen Andrea Todorovic zu dekret. Ende bleibt Ariel Barbosa ohne Chance und hat ihre Sample mit 0:3 verloren. Auch ihr Teamkameradinnen sollten die Köster ganz schwer kriegen, nämlich wie Ariel Barbosa hat auch Tessie Gondringer ihre Match gegen Isabella Lupulascu mit 0:3 verloren. Sarah Denut hat ihrerseits den Match gegen Sabina Sorian besser angefangen, hat sich aber auch mit 1:3 Misse geschlagen. Ich sage denn also, dass es ohne die länger 50-jährige Nichalin schwer wird für die WTT-Damen, mit dafür ist es umso mehr wichtig, dass Ariel Barbosa an so Matcher Erfahrungen sammeln kann. Nichalin ist so nicht mehr lange da. Natürlich, normalerweise kommen nicht an dran. Und genau da ist es auch wichtig für mich, dass ich so Matches spiele, für dass ich mich um den Niveau gewinne, und auch in Konkurrenz, und einfach Erfahrungen sammle, für dass ich später auch können, ja, Nummer 1, Nummer 2 oder Nummer 3 von der Kippe zu sehen. Auch wenn die Gestalt mit 0:3 verloren hat, war es für die Lützebauerinnen eng mehr wie gelungen Kampagne. Wir sind mega zufrieden, wirklich echt in einer Gruppe zu sehen, wir haben uns qualifiziert. Da wenn zwar der Match hat, ja, nicht so wichtig und sich gut für mich, weil er konnte halt locker spielen und ich hatte sich keinen Druck. Trotzdem war ich ein bisschen aufgeregt, aber insgesamt sind wir einfach wirklich natürlich stolz auf uns und mega froh, dass wir als Victoria qualifiziert haben. Die Europameisterschaft wird vom 10. bis 17. September zu Malmö aus Schweden gespielt.